Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch ganz gut. Leute, für die den Videopodcast gerade schauen, seht ihr einen Unterschied? Okay, ich glaube zwar nicht. Es ist nur, der Hintergrund ist nur ein bisschen langweiliger und ein bisschen hässlicher geworden, aber es sieht literally genau gleich aus. Aber ich bin einfach in der neuen Wohnung. What the fuck? Alter, ich komme nicht auf das klar. Das wird jetzt einfach normal. Das ist jetzt einfach vorher die letzte Podcast-Folge in meiner alten Wohnung. Und wir müssen sie jetzt nächste Woche offiziell abgeben, aber wir haben jetzt wie schon alles halt komplett gezügelt. Also das wird auch noch, ich muss auch noch erzählen, oh mein Gott, weil ich bin das erste Mal in dem Sinne so richtig gezügelt. Also ich bin als Kind sind wir mal gezügelt, von der Wohnung ins Haus. Aber wie alt bin ich da gewesen? 5. Also ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern. Plus, weil, keine Ahnung, wenn du 5 bist, halt, dann musst du auch nichts machen. Wir sind gehütet worden von unseren Grosseltern. Und als ich eingezogen bin in unsere erste Wohnung, also ich bin ja habe jetzt 2,5 Jahre mit dem Can zusammen gewohnt, dort war es für mich eben gar nicht so ein Einziehen gewesen, sondern eben einfach so, ja, wir haben neue Sachen gekauft, weil ich ja ursprünglich gedacht habe, dass ich nur wochenaufenthaltmässig dort wird sein. Heisst, ich habe jetzt wie mein Zimmer die Heina gehabt und habe so nichts mitgenommen. Also der Can hat zwar zügeln, aber ich bin da gar nicht so mega dabei gewesen. Und ich bin halt einfach so einmal mit meinem Dad hingefahren und wir haben so eben Kleider und so ein paar Sachen von mir halt einfach mitgebracht. Aber es ist halt wie, also das kannst du nicht zügeln nennen. Und jetzt bin ich so das erste Mal so richtig zügelt. So richtig, wir müssen jetzt eine Woche vorher anfangen, um alles in Kartons rein tun. Also, und einfach so die ganzen Dings. Und es haben jetzt auch so ein paar Leute geschrieben, dass sie es Wunder nimmt, wie das so ist und zügeln und keine Ahnung was. Also für die Leute, die jetzt schon 100-mal in ihrem Leben zügelt sind, wird das jetzt kurz langweilig. Vielleicht auch nicht. So. Aber es ist wie, ich habe halt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Wirklich nicht. Und der Can ist halt schon jetzt, Alter, crazy, jetzt ist es 26. Mal zügelt in seinem Leben. Das ist insane eigentlich. Voll darum, ich bin froh, hat er schon so ein bisschen, also was heisst ein bisschen, ich bin froh, dass er schon relativ viel Ahnung vom Zügeln und hat gewusst, was auf ihn zukommt und so. Aber ja, eben so kurzer Ablauf ist eigentlich eben, wir haben eine Woche vorher, also wir haben ja 2 Halbzimmerwohnungen gehabt, darum ist es ja, mäßig viel gewesen, also jetzt im Vergleich zu einem Haus. Ja, und eine Woche vorher angefangen mal zu zügeln. So, ich habe mit meinem Schminktisch angefangen, den ausmischen und so. Und das muss ich sagen, das finde ich das Geilste am Zügeln. Also, ich weiß auch nicht, so das ganze Ausmisten. Du bist halt richtig am Sachen aussortieren, am mal Sachen wegschmeißen. Weil ich merke, so im Alltag bin ich irgendwie weniger so der Mensch. So, also ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es wirklich Menschen, die das halt regelmäßig machen. Also ich glaube, die meisten machen es regelmäßig, aber ich bin schon so ein Mensch, so ich mache das irgendwie sehr selten, dass ich mal... Also meine Kleider zwar schon, vor allem für den Flomi, aber so meine Schminksachen, das mache ich vielleicht so, eben, habe ich vorher vielleicht so alle 3 Jahre mal in meinem Leben so gemacht, dass ich irgendwie mal an meinen Schminktisch gehockt bin und wirklich mal so alles genau angeschaut habe und alles aussortiert habe und so. Und beim Zügeln bist du halt wie so ein bisschen auch gezwungen. Also ja gut, ich hätte jetzt auch alles in eine Kiste klatschen, aber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, wenn man schon dran ist, dann haben wir irgendwie auch Bock, mal so wirklich alles mal clean machen und alles in die neue Wohnung bringen, wo man wirklich auch noch braucht und will und so. Und jetzt sind wir wie so da und es ist so ein riesiger Haufen an Kisten und wir sind überhaupt noch nicht irgendwie eingelebt, aber es ist einfach wie alles, fühlt sich alles clean an. Ich habe meine Kleider ausgemistet, ich habe meine Schminke ausgemistet, ich habe einfach alles ausgemistet, weißt du, so kleine Sachen wie, keine Ahnung, irgendwie man hat doch irgendwie auch so Shampoo oder so als Reserve. Oder, I don't know. Ich habe wirklich so viele Sachen ausgemistet. Und ich habe es jetzt wie meiner Mom gegeben. Zum einen, dass sie es durchschauen kann, ob sie so noch Sachen möchte haben. Zum anderen wegen dem Flomi dann, weil ich dann ein paar Sachen wird verkaufen. Also vor allem natürlich Kleider, aber auch so Schmuck und so habe ich auch ausgemistet. Oder was habe ich noch? Ja, ich weiß gar nicht, was alles halt. Die dritte Variante ist, meine Mom kennt jemanden, wo regelmäßig, wo geht sie hin? Ins Ausland irgendwo, halt zu ärmeren Leuten und tut es dort verteilen und die haben immer mega Freude, vollherzig. Von dem her, es wird nichts in den Müll geworfen. Okay, ja, also natürlich eklige Sachen so, oder Sachen, die abgelaufen sind oder Sachen, die leer sind. So. Aber wie, ja, genau, darum, es ist wie, mal, das ist ein verdammt geiles Gefühl gewesen. Aber ja, auf jeden Fall ist dann mal so alles in Kisten gepackt und ich weiß auch nicht, ich habe es wie so, den ersten Tag hast du das Gefühl, es geht so voll schnell voran, weil du so recht viel halt schon so in Kisten packst und dann das Gefühl hast, ja, ist ja easy. Aber es gibt dann so viele Kleinigkeiten, wo du so bist, fuck, ja, die Lampe müssen wir ja noch abnehmen und scheiße, ja, dort ist noch ein Regal an der Wand, wo du gar nicht checkst, dass es überhaupt an der Wand ist. Also es sind so viele
Kleinigkeiten. Und dann musst du überlegen, fuck, Vorhänge müssen wir ja auch noch irgendwie abnehmen. Und keine Ahnung, Pflanzen kannst du nicht in eine Kiste stecken. Also es sind wie so viele Sachen. Ja, oder dann, wir haben ja zum Beispiel auch eine Waschmaschine bei uns in der Wohnung gehabt, die wir von vorher übernommen haben. Und die muss ja wie auch raus. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo man wie ja, gar nicht daran denkt. Und ja, es war eine spannende Erfahrung gewesen. Und ja, wir sind dann am Wochenende, haben wir dann so offiziell zügelt. Also am Samstag haben meine Eltern geholfen, um wirklich alle Kisten da über zu transportieren. Und am Sonntag hat dann Can sein Dad und sein kleiner Bruder geholfen, so wie die ganzen Möbel abmontieren und daherbringen. Und ich sag euch, es ist so anstrengend. Also gut, ich glaube, wenn man so wirklich mehrere Personen ist oder wenn du einen Zügelwagen hast, ein Zügelunternehmen, dann ist es chillig. Aber wie ich habe gemeint, so das ganze Möbel abbauen und so, das wird so kompliziert. Aber es ist halt literally Sachen abtragen, ins Auto tun, vom Auto raus und wieder in die neue Wohnung und wieder auftragen. Also wie, wir haben vorher im 2. Stock gewohnt und jetzt wohnen wir im 3. Stock. Und es ist halt schon, wenn du keinen Lift hast, ist halt schon crazy. So eine Couch auftragen und so Scheiß ohne Witz. Und also wir haben wirklich ein Möbel, das ist unsere Kommode für unsere Kleider, das ist gottlos schwer. Ich weiss, das ist mit Abstand das Schwerste von unserer Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie wir das in unsere alte Wohnung damals aufgetragen haben. Also wir haben das irgendwie zusammengebaut, aber das ist insane, Alter. Und wo wir es daher transportiert haben, sind wir so das Dritte gewesen. Wir haben schon einen kleinen Bruder, der ist 10 so. Und wir sind das Dritte gewesen und wir haben es fast nicht geschafft. Und nachher war es so an der Straße gewesen. Und dann ist einfach so mega herzig, so ein Vater, der gerade mit seiner Familie unterwegs ist, hat halt so gefragt, ob er Hilfe braucht. Und wir sind so, kann ich zuerst mal in dem Dings geben, wo du automatisch ablehnst, obwohl du eigentlich Hilfe bräuchtest, was so dumm ist, aber irgendwie ist das so eine Angewohnheit, die man einfach hat. Und er hat dann aber so durchgebissen und gesagt, Mama, komm, ich helfe euch. Und wir sind so gewesen, okay, danke. Ja, einfach so herzig. Und ich muss sagen, also jetzt gerade ein Übergang von der alten Wohnung zu der neuen. Ich glaube, ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, für die regelmäßig mit dem Podcast, dass ich so ein bisschen den Struggle hatte, von, dass wir eigentlich so einen Wunschtraum, also so eine Traumwohnung eigentlich hätten da. Und jetzt haben wir die andere, die wir aber schon bekommen haben. Und ich sage Leute, ich bin ja mega ein Schicksalsmensch. Ich glaube mega, es ist alles meant to be. Und ich sehe jetzt den Point, wieso mir die Wohnung, wieso es die hat müssen werden. Weil mit jedem Tag, wo ich da bin, verliebe ich mich mehr in all das. Und das ist einfach so toll. Also ich sage mal ein paar Sachen. Also erstens mal natürlich, die Wohnung ist grösser, sie ist höher. Auch, und das macht so viel. Es ist so lustig, der Can und ich, wir sagen uns die ganze Zeit, oh, du siehst so klein aus. Weil es einfach in diesem Raum, man sieht so viel kleiner aus, irgendwie, ich kann es gar nicht erklären, aber es ist so funny. Wir haben 2 Balkone und ein Balkon davon ist also richtig fett. Und Alter, wir haben eine Aussicht. Ich sage euch, der Sonnenuntergang sieht man von diesem fetten Balkon aus mit so einer Aussicht. Nein, es ist ein Dream. Es ist ein Dream. Und für die, oh mein Gott, das kann ich jetzt sagen. Ich kann jetzt offiziell sagen, wo wir vorher gewohnt haben. Alter, crazy, weil es ist jetzt wie scheißegal. Wir haben, hebt euch fest, weil es ist ein Ort, den man eigentlich kennt. Also gerade wenn man in Zürich wohnt, dann kennt man ihn sowieso. Aber es ist halt wie, ich kann mir auch vorstellen, dass man so Schweiz wie kennt, wenn man Fußballfan ist. Oder wenn man Taylor Swift-Fan ist. Wir haben am fucking letzten Grund gewohnt, Alter. Wir haben also wirklich gerade neben dem Stadion, also wirklich gerade. Also einmal die Straße überqueren und dann haben wir unsere Wohnung dort gehabt. Und sie wird ja eben abgerissen. Darum muss ich jetzt auch Angst haben, nachmieten oder so, whatever. Aber wir haben ins Stadion reingesehen, also teils so. Und gerade so ein Ed Sheeran, der halt in der Mitte gestanden ist, hast du auch gesehen. Es ist so aufregend gewesen. Jetzt kann ich mal darüber reden, Leute. Weil das ist so komisch für mich, weil ich teile so mein ganzes Leben. Aber das habe ich so wie nicht können teilen, weil ich halt wie nicht wollte, dass man weiss, wo ich wohne, so obviously. Aber es war halt so eine crazy Erfahrung gewesen. Gerade jetzt Taylor Swift ist so krass. Oh mein Gott, es ist gerade so toll, jetzt mache ich darüber reden. Das merke ich gerade richtig, wie mich das happy macht. Es ist ja 2 Tage lang ist ja das Konzert gewesen. Und es war
überfüllt mit Menschen. Stellt euch vor, ihr wohnt irgendwo. Das ist für mich so ungewohnt, Bro, ich bin vom Dorf gekommen. Wenn mal irgendetwas Spannendes war und man aus dem Fenster geschaut hat, ist, weil ein Jogger vorbeigelaufen ist. So. Und da war halt wie so Vollparty gewesen, auch wenn ein Match war, ist unten so ein Wurststand gewesen und eben gerade bei Konzert wirklich die ganze Straße voll so Essensstände und voller Menschen und ich habe das geliebt. Ich weiß, es ist nicht jedem seins, aber ich habe das so geil gefunden. Ich liebe es, wenn irgendetwas läuft und wenn man runter kann gehen und es ist einfach etwas los. Ich finde das so toll. Ich liebe so Kilbis und so. Also ja, klar, irgendwann war es dann schon ein bisschen crazy gewesen. Und gerade so bei Fußballmatch, also du weißt halt gar nicht immer, wenn ein Match ist und dann kommst du heim und steigst aus der Station und es ist so voller Menschen und ja, ich habe halt wie auch noch so blöd gesagt, müssen schauen, dass ich jetzt irgendwie mega erkannt werde, weil ich halt nicht will, dass man weiss, wo ich wohne. Das heisst, ich bin irgendwie immer so mit der Hand über den Augen bin ich so durchgekuscht. Also es ist auch schon passiert. Und es ist eben so doof, mit der Wurststand gerade vor unserer Haustür gehabt. Das heisst, du musst dort durchlaufen und die Leute, wenn es irgendwie geregnet hat, sind halt gerade so wie unter dem Schermen gerade an der Tür gestanden. Und also es ist wirklich einmal passiert, zum Glück gerade jetzt irgendwie also es ist noch nicht lange her, wo ich wollte schnell reinhuschen in die Tür und Leute mich gerade an der Tür erkannt haben. Und also falls ihr zuschaut, das tut mir so leid, aber ich bin so überfordert in dieser Situation, weil wenn ich sonst irgendwie auf der Straße erkannt werde oder so, dann habe ich immer mega Freude und dann bin ich auch immer so mega offen und keine Ahnung, also wie... Und dort war es für mich so eine andere Situation gewesen, weil ich halt wie nicht wollte, dass man weiss, wo ich wohne. Und irgendwie, ich weiss nicht, ich bin dann einfach so schnell reingekuscht, also als ob ich es nicht gehört hätte. Und ich habe so gedacht, so, Mann, das war gerade so eine scheiß Situation aber ja, voll drum. Ja, aber bin ich irgendwie froh, dass der Stress wie nicht mehr so ist. Aber eben, ich habe es so geil gefunden am letzten Grund. Und eben gerade, wo Taylor Swift, jetzt habe ich voll den Themawechsel gemacht, aber gerade, wo Taylor Swift war, ist halt, keine Ahnung, weißt du, so, es hat so viele Leute auch außerhalb vom Stadion gehabt, wo so der Vibe, also keine Ahnung, die haben halt mitgelost und so und ich bin halt dann auch mit der Chandi auch rausgestanden und es ist gefühlt schon ein Konzert draussen gewesen und das war schon geil gewesen. Und dann einfach können wieder reingehen oder I don't know, also ich habe es so geil gefunden und eben du kannst auch wie, wir haben vom Fenster raus können reinschauen und also es ist einfach geil, es ist wirklich richtig geil gewesen, darum ich habe es geliebt. Aber ich bin irgendwie, also ich glaube so das Leben lang hätte ich das jetzt auch nicht können, so, ich habe gewusst, es ist 2,5 Jahre und das war eine mega schöne Zeit gewesen. Und ja, jetzt wohnen wir hier, ein bisschen ruhiger, ein bisschen anders. Und es gibt aber einen Unterschied. Oh, ich bin eben wieder, sorry, ich bin gerade voll am wieder Thema springen, aber wir sind eigentlich beim Punkt gewesen, warum ich es jetzt da so toll finde. Also, ich finde es da, also das ist wirklich gerade der Main Point. Und zwar, die Menschen da sind so viel herzlicher und einfach cute. Ich fühle mich so willkommen. Nein, oh mein Gott, ich liebe es da. Also wirklich, vielleicht kurz als Vorgeschichte, beim letzten Grund ist es halt so gewesen, du wohnst halt in einem Haus, so, mit mehreren Wohnungen und ich habe eigentlich die Nachbarn nicht gekannt. Also du bist einander knapp über so, weißt, so im Gang begegnet, aber dann ist es wirklich so, eigentlich ist so die unausgesprochene Regel gewesen, dass wenn du jemand anders im Gang hörst, dass du einfach wegrennst, damit du dir so ja nicht musst begegnen. Und wenn jemand am Briefkasten ist und du bist an der Haustür, dann wartest du eigentlich, bis die andere Person weg ist vom Briefkasten. Es ist wirklich so die unausgesprochene Regel. Und auch wenn ich zum Beispiel irgendjemanden im Gang gehört habe, dann hast du gehört, wie die nachher so aufrennen, damit sie ja nicht mir begegnen. Das ist so crazy eigentlich. Aber es ist wie irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist halt wie so an einem Ort, ja, wo einfach so, halt das hure arrogante, unsympathische Zürich. Ich glaube, es gibt halt wie zwei Seiten. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind wir so bei dem mega herzigen, sympathischen, bei dieser Seite von Zürich. Und ja, ich glaube, der Kontrast zu sehen ist halt mega cute. Und eben, wir sind halt wie am ersten Tag, mit meinen Eltern sind wir da eingezogen und haben mal Sachen aufgezügelt. Und ich glaube, ich bin etwa so, ich weiß gar nicht, wie vielen Menschen ich begegnet bin, aber immer mal wieder begegnest du Menschen im Gang und die Nachbarn sind alle so cute. Alte, die kommen zu einem, ihr sind die neuen Nachbarn, ja, wir haben uns schon gewundert, wer jetzt da einzieht, mega toll, hey, und haben die Hand geschüttelt und sich vorgestellt, so richtig cute. Und auch, also wirklich, nein, ich komme im Fall nicht drauf, so herzig, also jede Einzelne, die wir getroffen haben, die hast so kurz geredet und so und eine hat einen Hund und so, ja, jetzt streicheln und so. Einfach so herzig und
einer hat zum Beispiel auch so gesagt, also keine Ahnung, das war irgendwann so in der Nacht, so um 11:30 und ich habe irgendwie so, keine Ahnung, Angst gehabt, er sagt jetzt irgendetwas, so, weil wir irgendwie laut sind oder so. Und der war so, hey, gell, wenn ihr Hilfe braucht und so, dann könnt ihr einfach zu mir rufen und so, kein Problem. Alter! Nein, ich kann nicht mehr. Das ist so ein fetter Kontrast zu vorher. Und auch die Leute, die, also wie wir haben, aussen dran in der Nähe haben wir auch so ein paar Läden, so ein paar kleinere Läden, sagen wir es mal so. Und ich bin auch dort reingegangen, halt einfach so, du willst auch so ein bisschen wissen, was so neu ist, was an der Straße ist. Und dann sind wir in den Laden gegangen und die sind so cute gewesen. Und dann kommst du eben automatisch in den Smalltalk von, ja, wir sind jetzt da eingezogen und so. Und die sind auch so, wirklich, hey, wie cool und so. Und irgendwie ist es dann auch so ums Thema vegan gegangen, weil wir irgendwie nach etwas gefragt haben. Und sie so, hey, im Fall, gell, am Wochenende haben wir dann veganen Zopf und so. Und sonst haben wir vegane Gipfel, kommen einfach und so. Wir haben von dem bis dann offen. Es ist so... Also nein, ich kann einfach nicht mehr, Leute, ich kann nicht mehr, so herzig. Ich fühle mich wie so, als wäre mir, das ist doch so typisch Dorf eigentlich schon fast, aber ich finde es da noch freundlicher als in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. No judgment an dieser Stelle. Aber es ist einfach so, du fühlst dich so willkommen, als einfach ein Blessing. Ich weiß nicht, mich macht das so happy. Auch so die Freundlichkeit und die, einfach so Warmherzigkeit, nein, es ist unglaublich. Also, ich glaube, das ist das Main Ding. Der Ort, grad, wo wir jetzt wohnen, der ist so gefüllt mit Positivität und Liebe. Also nur schon der Typ, also der Vater, der durchgelaufen ist und uns gefragt hat nach Hilfe. Also das hättest du vorher im Leben niemals irgendwie erlebt. So. Also im letzten Grund, ja, dort sind auch die meisten Dinge so, jeder macht sein Ding und keine Ahnung, also gerade bei uns jetzt halt im Haus ist wirklich ganz ein anderer, also wirklich ganz anders gewesen, so. Und ich weiß nicht, ich liebe es, ich finde es so cute und die haben auch gesagt, so, ja, in meinem Fall einen Chat, alle zusammen und bin dann auch dort rein und ich so, oh mein Gott, die haben einen Chat, wie cute! Also ich bin eigentlich schon ready gewesen, um so eine E-Wakes-Party machen, einfach so mit allen Nachbarn zum Einladen und kennenlernen. Ich habe so richtig Lust gehabt. Ja, darum, das ist wirklich schon mal sehr, also wirklich sehr, sehr positiv. Und auch sonst so, wir sind jetzt mal wie auch so ein bisschen mehr rumgelaufen und haben so ein bisschen die Gegend erkundschaftet und es hat so tolle Sachen da und cute Restis und nein, ich bin so happy, Leute, ich bin wirklich so happy und es ist auch von der Location so gut, es macht einfach alles Sinn und ich habe ich habe vorher das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen weiter weg von der ZHDK, also von meinem Studium, aber es ist halt, also ich bin halt vorher immer in die Schule gelaufen und es ist halt jetzt mit ÖV in dem Sinn halt einfach näher. Und das habe ich wie nicht gecheckt, weil ich habe einfach nur geschaut habe, zu Fuß, also stupid. Und jetzt habe ich einfach noch schneller in die ZHDK. Und das ist einfach, es ist einfach alles toll. Es ist wirklich alles toll. Und ich bin so happy. Genau, darum, ich sag immer, es ist alles irgendwie meant to be. Auch wenn wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, Alter, what the fuck, was will das Schicksal jetzt mit mir, wieso fickt es mir so einen Arsch? Es hat irgendeinen Grund und irgendwann später checken wir den Grund und wir sind so, okay, ist gut, so wie es war. Also gut, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie es wäre, wenn wir in dieser anderen Wohnung wären, natürlich, aber irgendwie jetzt gerade merke ich einfach, ich bin so happy und ich bin auch so richtig motiviert, um jetzt irgendwie alles einräumen und der Can und ich, wir sind die ganze Zeit auf Pinterest und Sachen schicken einander und so, sind so, oh mein Gott, wie cool. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch schon in der letzten Podcast-Folge erzählt. Wir haben jetzt viel mehr so den gleichen Einrichtungsstil und es macht so Spass, um die Wohnung zusammen einrichten. Yes, von dem her, ich bin gehypt. Aber ja, was ich vielleicht auch noch mitgeben kann, oh mein Gott, wenn ihr Friends habt, die demnächst Dinge zügeln, macht mir den Gefallen und sind gute Friends und fragen sie, ob sie Hilfe brauchen. Das habe ich bin jetzt erstmal gezügelt und ich bin auch schon irgendwie mal so, ich habe es auch schon erlebt, dass irgendwie Friends von mir so gesagt haben, sie zügeln oder so und ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie noch nie so richtig auf die Idee gekommen, um dann die zu fragen, hey, braucht ihr Hilfe? Oder ich habe ja vielleicht auch selber so viel zu tun gehabt oder habe selber halt auch nicht so Bock gehabt. Ich meine, wer hat Bock zum Zügeln? So, sind wir ehrlich, es ist halt schon anstrengend und es ist halt, ja, je nachdem, vielleicht sogar einen ganzen Tag aufwendig. Also es ist schon viel in dem Sinn, aber ich weiß auch nicht, ich habe einfach irgendwie so gemerkt, dass irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, eben so am Samstag haben meine Eltern geholfen, das heisst, wir sind zu viert gewesen. Und gut, am Sonntag sind wir auch zu viert gewesen, eben halt mit dem John, dem kleinen 10-jährigen Bruder. Aber es ist schon heavy gewesen. Und wir haben auch beide recht viele Friends gefragt und die einen haben wirklich so gar keine Zeit gehabt und bei den anderen war es jetzt spontan gewesen. Und es ist wie alles so, also ich bin irgendwann, also nein, die einen haben dann wie zugesagt und sind dann krank geworden. Es ist wie,
ich bin in dem Sinne niemandem böse, so von meinen Friends, es ist einfach alles easy, aber ich habe wie einfach gemerkt, also für mein Mindset hat sich wie so ein bisschen geändert, weil vorher, ja, hätte ich jetzt nicht so mega so, wenn jetzt ein Kollege von mir gezügelt hätte, wäre ich nicht so mega so, oh mein Gott, ich helfe euch. Und jetzt wäre ich so, Alter, wenn jetzt jemand von meinen closer Friends zügelt, eigentlich nur schon jemand von meinen Friends allgemein, ich würde fragen, hey, braucht ihr Hilfe und ich werde dort sein. Und auch wenn es nur, weißt du, wenn man nur 1 bis 2 Stunden schnell hingeht, helfen und dann wieder weiterzieht, das ist schon easy. Aber ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie etwas, wo in der ganzen Gesellschaft so, niemand hat Bock und niemand, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht sind meine Friends so. Nein, aber ja, eben, ich verstehe es auch voll. Eben, man hat nicht so Lust. Oder jeder Mensch ist so ein bisschen busy. Aber das habe ich so ein bisschen gemerkt. Und das war für mich so ein bisschen ein Mindset-Change, dass ich wirklich, wenn meine Friends mich brauchen beim Zügeln, dann check ich, wie painful das ist und wie froh man ist um jede kleine Hilfe. Eben auch wenn es nur ein paar Stunden ist. Genau, darum, falls eure Friends zügeln, bietet Hilfe an, eben, auch wenn es nur ein paar Stunden sind. Ich glaube, jeder ist mega froh und dankbar. Darum, yes, genau. Und was habe ich noch? Ja, wir kommen noch zum Lustigsten von der Woche. Alter, das ist auch beim Zügeln passiert. Oh mein Gott. Wir haben ja so den Kleider, also die Kommode, die schwer, die ich erzählt habe. Und es sind ein paar Sachen, sind immer mal wieder verschwunden, wie man es halt so kennt. Und ich habe halt gehofft, dass ein paar Sachen beim Zügeln gefunden werden. Und es sind 2 Sachen gefunden worden. Das war insane gewesen. Also das eine ist, Can hat seinen Ring verloren und der war hure sehr gewesen. Also ich habe mir auch schon überlegt, ihm einen neuen kaufen. Und dann ist er einfach unter dem Bett gewesen, weißt so richtig im Staub drin. Darum, das war geil gewesen. Und jetzt kommt das Lustigste. Okay, nein, okay. Ja, es ist wieder für euch nicht so lustig, aber ich habe vor einem Jahr, 2, habe ich irgendwann mein Kleid nicht mehr gefunden. Das ist so ein schwarzes Kleidli. Und ich habe das geliebt und ich bin so sad gewesen, weil ich mir gedacht habe, Alter, habe ich das irgendwo in der Ferien verloren und so. Es ist so wirklich, es ist so, oh, ich habe es geliebt und es hat mich so abgefuckt im Fall, ich kann mir nicht vorstellen. Und ich kann mir es auch nicht erklären, weil ich bin so gewesen, hey, ich habe das safe nicht aus meiner Kommode genommen. Aber es ist auch obviously nicht mit dieser Kommode gewesen. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl gehabt, ich habe auch sonst mal geschaut und wir haben halt die Kommode müssen ein paar Schubladen rausnehmen, damit sie leichter ist, obwohl sie ja immer noch hure schwer war. Und einfach zunderst hinter der Schublade ist das Kleid so richtig verdruckt dort hinten gelegen. Und ich check nicht, wie das geht. Weil, weißt du, man hat die Schublade auch easy können zumachen. Sie ist nicht irgendwie so ein bisschen weiter vorne gestanden. So, ich check's nicht. Und es kommt irgendwie jetzt auch so ein bisschen eklig, aber es hat einfach so hinten literally einen schwarzen Abdruck an dieser Kommode von meinem Kleid. Ich weiss nicht, ob das ein Pilz ist, ob das also Schimmel oder ob das irgendwie abgefärbt hat. I don't know. Ich weiß es nicht, es macht absolut keinen Sinn, aber ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin einfach froh, dass ich mein Kleid wieder... ich muss es jetzt vor allem mal waschen. Aber das habe ich hure funny gefunden. Jetzt kommen wir noch zum Kommentar von der Woche. Ich nehme ja meistens immer einen Kommentar, der irgendeine Frage hat oder wo ich etwas erzählen kann, hier im Podcast. Und wir haben diese Woche die liebe Enya Smiley. Sie hat geschrieben: «Hoi Nati, ich liebe deinen Podcast. Erzähl das nächste Mal alles über das Zügeln.» Das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, es war genug gewesen. Es würde mich mega interessieren. Könntest du mal darüber reden, wie du dir deine Zukunft vorstellst oder auch du alles noch machen willst? Könntest du mich mal grüßen? Love you. Ich grüße dich ganz herzlich, Enya. Danke für deinen Kommentar. Und also eben Zügeln habe ich jetzt eigentlich schon alles gesagt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt es gerne in den Kommentar. Und von Zukunft, ich glaube, ich beantworte es jetzt einfach mal ganz kurz, eben so wegen Wohnung, würde ich jetzt sagen, weil ich glaube, sonst, also ich könnte ewig lang über die Frage reden. Das wäre eigentlich auch spannend, weil dann könnte ich das so in 10 Jahren mal los und dann wäre ich so, aha, cool, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht. Vielleicht mache ich ganz kurz die Zusammenfassung. Also, wohnen, ich fände es cool, eigentlich schon noch da bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht irgendwie nochmal irgendwann in eine andere Wohnung zu ziehen, wo dann, blöd gesagt, noch ein bisschen mehr unsere Traumwohnung ist und erst dann in ein Haus mit dem Can. Aber ich könnte mir auch vorstellen, in dieser Wohnung zu bleiben, weil die ist ja unbefristet. Bro, irgendwann könnte man einfach, also weißt du, es könnte sein, dass mit dieser Wohnung wie schon unsere Kinder, also das erste Kind da rein dann werden. What the fuck, Alter, das ist crazy. Ich bin noch nicht so alt, Leute. Aber ja, es könnte halt sein, es könnte sein. Ja, und so sonst in Zukunft, ich finde es halt mega geil. Ich glaube, dann wieder eher ein bisschen ins Land rausziehen. Also jetzt wahrscheinlich nicht komplett, aber so ein bisschen.
nicht mehr so Stadt. Und dann eben, ich finde es halt cool, irgendwie so ein Haus haben mit einem Garten. Und ja, ich finde, wenn man so jung ist und so, also ich weiß nicht, ich finde das hure aufregend, jetzt so in der Stadt leben. Und eben, ich liebe es halt hure, wenn so viel los ist. Und ich kann mir vorstellen, so, eben, wenn du so Kind hast und so, dann würde ich wieder ein bisschen mehr ins Land gehen. Und ich hätte halt, also ja, ich kenne mich, ich liebe Tiere und ich kann mir vorstellen, irgendwann mal, keine Ahnung, ein Haus haben mit Hühnern, mit Hasen, mit Katzen, mit Hunden, mit allem. Genau, darum, das fände ich hure geil. Irgendwie so, ja, ich könnte mir sogar auch vorstellen, irgendwie so ein Haus machen mit irgendwie Tieren, wo wir irgendwie aufnehmen, weil es kein, also zum Beispiel gerade Hasen ist ja oft das Ding, dass wenn man zwei Hasen hat und dann der eine stirbt, dann ist der andere alleine und so. Und dass wir die dann aufnehmen, dann haben wir so ein riesen Hasenparadies oder so. Alter, das wäre so geil. Ja, irgendwie, ich glaube, so könnte ich mir das vorstellen. Ähm, also ich glaube, es hat ihm alles das Gefühl, dann, dass es ein Bauernhof ist, aber das würde ich halt obviously nicht wollen. Ich will irgendwie, ich weiß auch nicht. Einfach so ein bisschen, einfach ein paar Tiere um mich herum irgendwie. Das fände ich mega schön. Und ja, ich glaube, das so ein bisschen. Und sonst weiss ich gerade nicht, was ich über meine Zukunft noch soll sagen. I don't know. Also ja, obviously mit dem Can zusammenbleiben, irgendwann mal heiraten. Ich weiss zwar noch nicht so, ob zivil heiraten, aber auf jeden Fall eine fette Hochzeit machen und ein fettes Kleid und einen Heiratsantrag. Also das Ganze drum und dran finde ich sehr, sehr geil. Das will ich unbedingt. Genau. Und das würde ich jetzt sagen, lange eigentlich mal. Und was haben wir noch zu erzählen? Ja, nein, das ist glaube ich wieder ein Mainpoint. Wir kommen da wieder beim Studium, Leute. Oh, ich glaube, es wird von Podcast-Folge zu Podcast-Folge mehr horrible. Einfach weil ich merke im Fall, ich bin gerade am Punkt, also ich bin jetzt die letzten Tage oder letzte Woche wirklich immer am Punkt gewesen von, oh mein Gott, ich habe so viel Stress, es ist so viel los, keine Ahnung, bla bla bla. Und ich bin einen Step noch tiefer eigentlich. Also ja, ich merke, dass mein Körper eigentlich fast mittlerweile mehr auf dem Ding ist von du chillst jetzt einfach, egal was die Konsequenzen sind. Und das ist in dem Sinn gut für meine Gesundheit und scheiße für mein Leben. Weil ich jetzt gerade Schule gefühlt als letzte Prio habe. Was eigentlich wie nicht sein sollte, weil ich muss jetzt eigentlich mir so sagen, jo, du hast jetzt noch ein Jahr lang Studium und nachher nicht mehr. Dann bist du free. So, jetzt einfach noch durchziehen. Und ich merke, ich bin wirklich, ich mache es nicht mal absichtlich, aber ich bin mich so am zurückziehen. Einfach weil ich kann es nicht handeln. Nicht mehr. Ich kann es wie nicht mehr handeln. Es ist so schlimm. Also bei dem Klassenprojekt habe ich gemerkt, ich habe mich wie so ein bisschen rausnehmen, einfach weil es einfach too much geworden ist. Und das ist jetzt by the way morgen praktisch abgeschlossen. Also ein paar Sachen danach muss man noch machen und so. Aber wie das ist dann, und vor allem Bachelorarbeit, Leute, es ist richtig schlimm, wie ich am Prokrastinieren bin. So richtig schlimm. Also nehmt da jetzt gar wirklich kein Vorbild an mir. Aber also, vielleicht kann man auch relaten, vielleicht gibt es auch Leute, die Gott relaten können. Aber sonst bin ich eigentlich immer ein Mensch, wo schon auch prokrastiniert, aber dann schaffe ich es immer. Und dann mache ich es dann gleich irgendwie. Und es geht dann auch irgendwie. Und ich merke, jetzt bin ich so hart am Prokrastinieren, dass es mir sogar scheißegal ist, wenn ich es nicht schaffe. Ich weiß nicht, also ich merke irgendwie, ich muss mir jetzt irgendwie in den Arsch beißen. Vielleicht brauche ich jetzt gerade auch so ein bisschen die, wie sagen wir, Regenerationszeit, wo ich mir die Zeit nehme, dass ich einfach mal ein bisschen mich rausnehme und mal nicht im Dauerstress bin, sondern dass ich mal ein bisschen kann runterfahren kann, was halt so dumm ist. Ach, ich weiß auch nicht, das ist so scheiße, Leute, es ist wirklich ganz scheiße. Ja, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ja, ich glaube Podcast, da kann ich mal mehr reden. Bachelorarbeit ist gerade wirklich bei mir so das Schlimmste. Also es dreht mir im Fall grad nur schon den Magen, wenn ich daran denke. Und eben, ich habe ja eigentlich über das Thema, also ich habe ja auch schon erzählt, dass ich ein Video machen will, wie ich ein Nutztier rette vor dem Schlachten. Und also in dem Sinne ist das Oberthema schon so, ich sag mal in Richtung vegan. Es geht natürlich nicht so irgendwie das Vegan selber oder irgendwie Ernährung oder so etwas, aber es geht ja wie so um das Grundthema. Und ich merke irgendwie, durch das Thema Bachelorarbeit bei mir schon so ein Thema ist, wo ich so bin, so, oh mein Gott, eben, es kehrt mir gerade den Magen. Ganz, ganz schlimm, es macht im Fall gerade etwas mit mir. Dass jetzt mittlerweile sogar das Thema vegan das schon mit mir macht oder das Thema Tierschutz oder irgendetwas in die Richtung. Also wenn ich Videos auf meiner For You-Page habe, die irgendwas mit dem Thema zu tun, ich kann es nicht mal mehr anschauen, weil ich so, gerade so nicht mich möchte damit befassen, weil ich einfach mich so drücke von dieser Bachelorarbeit. Und ich weiss eigentlich,
das Thema an sich, ich finde es super. Ich finde es viel besser als das, was ich vorher hatte. Und trotzdem, also bei mir geht es gerade einfach um den Punkt, dass es in meinem Kopf ein riesiger Stress ist. Es ist wie ein riesiges Projekt. Also wie, ich bin jetzt schon nicht am Punkt, dass ich so gar nicht mehr machen kann im Leben. So, also kleine Tasks kann ich ja gut machen, so. Weil das ist wie so, man macht es und dann ist es erledigt. Und die Bachelorarbeit ist ja wie, ich kann nicht schnell eine Stunde anhocken und dann ist es erledigt. Und ich kann gefühlt nicht mal eine Stunde anhocken und komme dann weiter. Sondern ich müsste wie mal aktiv mir einen ganzen Tag Zeit nehmen, um mal ansitzen und mich so ein bisschen vertiefen in das. Und ich finde den Tag nicht und ich nehme mir irgendwie auch momentan gerade nicht. Darum, ja, es ist schwierig. Also ich hoffe, dass das kommt irgendwie wieder ein bisschen besser, aber das ist glaube momentan mein grösster Struggle-Punkt, all die scheiß Bachelorarbeit. Ja, aber ja, wir werden sehen. Genau. Und ja, was habe ich so schnell erlebt? Ich bin jetzt gerade, also ich muss einfach sagen, dass ich so ein bisschen am Prokrastinieren bin wegen meiner Bachelorarbeit und es mir so, ich weiß auch nicht, ja, auf Deutsch gesagt, mit der Schule gerade irgendwie so am Arsch vorbeigeht. Das ist so schlimm, das zu sagen. Leute, ich bin eigentlich ein Vorbild da für die, nein, ja, nehmt mich nicht als Vorbild bitte, was das angeht. Aber ja, ich merke, dass ich dann irgendwie auch viel mehr so Bock habe momentan auf so Sachen machen, Sachen erleben. Weil vorher bin ich mega so gewesen, wenn irgendwie etwas angestanden ist, wenn mich Leute, Friends irgendwie gefragt haben, ob ich Zeit habe, dann bin ich halt mega die ganze Zeit, nein, ich habe keine Zeit, ich muss das und das und das erledigen. Und durch das, dass ich momentan mega im Fuck-off-Modus bin ich auch mega so, oh mein Gott, ja safe, machen wir einfach, das geht schon irgendwie so, ich will einfach dort und dort und dort zusagen. Ja, ich würde jetzt nicht gerade sagen, es ist mega schlecht, weil es tut mir halt wirklich gerade auch mega gut, Sachen erleben und wieder ein bisschen aus dem Alltag kommen können. Und einfach auch Zeit mit Freunden ist so wertvoll. Also ich finde, auch wenn man eine mega stressige Phase hat, sollte man das ja gleich nicht vernachlässigen. Auch wenn es schwierig ist und auch wenn es manchmal nicht möglich ist. Aber wie, ja, ich merke gerade, wie es tut mir mega gut. Und darum habe ich jetzt wie auch die Woche wieder sehr viel erlebt, weil ich einfach wirklich den Fuck abgemacht und einfach die Sachen zugesagt. Zum einen bin ich an einem Event von Kiko und ich sage, das ist so ein geiles Event gsi. Oh mein Gott, Alter. Wir sind in, jetzt habe ich es, in Kanton Uri. Fuck, jetzt habe ich die Ortschaft vergessen. Oder, nein, nicht Odermatt. Andermatt. Scheiße. Aber auf jeden Fall sind wir so in einem krassen Hotel gsi. Im Shady heisst es, irgendwie so. Crazy, also, Alter. Das ist so krass gewesen. Ich komme im Fall nicht drauf klar. Also eben, wir haben auch noch ein Fotoshooting gehabt, oben, wir sind mit dem Bändchen rauf und haben so alle so Dresscode gehabt mit rot-weiß und am Abend sind wir noch alle zusammen Fondue essen und nein, es ist so toll gewesen. Und nur schon in dem, also das Hotel, das ist, ich könnte euch nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar das teuerste Hotel von der Schweiz, also es ist hure teuer. Und eben, ich bin ja eingeladen worden von Kiko. Und es ist einfach insane. Also ich bin wirklich... Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt heute gerade heimgekommen. Und ich habe einfach wieder so einen Moment... Also heute ist wirklich so ein Moment... Also der ganze Tag irgendwie ist so ein richtiger Dankbarkeitstag. Heute bin ich so richtig... einfach so dankbar gewesen für all das, was ich so machen kann. Jetzt gerade bezüglich Social Media. Also, jetzt bin ich gerade selber wieder so ein bisschen emotional, aber ich bin no joke in dem Hotelzimmer heute Morgen, so an meinen Koffer packen und dann einfach, ich weiss nicht, vielleicht kommen wieder meine Tage über, aber ich habe so einen halben Heulanfall gehabt, weil ich so einfach kurz einen Reality-Check hatte, was ich alles Krankes erleben darf. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, Alter. Das ist so crazy. Ja, und ich habe irgendwie einfach so einen emotional Moment gehabt, wo ich einfach so war, Alter, ich habe so mit 16 Jahren angefangen mit YouTube und ich habe dort halt nie, also weißt, ich habe natürlich so mega geträumt von so mal Influencerin sein und mal das können machen und mal dort und so. Ich hätte halt im Leben nie gedacht, dass ich nur so ansatzweise so kranken Shit erleben. Und ich glaube, sobald ich wieder so an mein 16-jährige Ich denke, wo wirklich so riesige Träume hatte, so, dann bin ich irgendwie mega schnell so emotional. Ja, weil, ja, es ist halt wirklich so richtig mein Traum gewesen. Und ich habe mich, jetzt bin ich gerade im Fall wirklich wieder so emotional. Es ist so, ja. Ich habe so lange den Wunsch gehabt, zum Anfangen mit Social Media.
Und ich habe mich so nie getraut. Und dann habe ich einfach so angefangen. Und jetzt bin ich einfach an dem Punkt, wo ich so crazy shit darf erleben. Bro, ich werde gerade richtig emotional, Alter. Das ist, wieso fange ich jetzt fast an heulen, Mann? Ja, das ist einfach crazy. Und ich bin wirklich, wirklich so dankbar, dass ich so Sachen erleben darf. Und dass ich, während ich fucking studiere, kann mein Geld mit dem verdienen, mir so eine geile Wohnung kann leisten. Ja, es ist wirklich crazy und ich bin wirklich so fucking dankbar. Genau, aber wir kommen zu einem anderen Thema. Ja, was war noch? Spotify. Nein, also es kommen jetzt ganz viele Dankbarkeitssachen, die ich heute erlebt habe. Heute ist Spotify-Rap rausgekommen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich so ein bisschen emotional werde. Heute ist Spotify-Rap rausgekommen. Also das heisst, das ja wie so heisst, welche Top-Songs und so. Und halt auch Podcast. Und es ist also wie... Es ist ja sonst schon crazy, dass es Leute gibt, die wirklich meinen Podcast auf fucking Platz 1 haben. Aber es ist das Jahr einfach nochmal... Also, Alter, es ist das Jahr einfach nochmal ein bisschen krasser gewesen. Ich muss jetzt schnell die Zahl genau raussuchen. Oh mein Gott. 3430 Leute haben mich auf Platz Nummer 1 beim Podcast. Das ist hure viel. Alter, 3500 Menschen. Und ich glaube irgendwie so, ich weiß es gar nicht auswendig, aber ich glaube Top 10 war irgendwie etwas mit 18'000 und Top 5 ist etwas mit 12'000. Alter, das sind so viele Menschen, Alter. Das ist so crazy. Das ist so crazy. Es haben auch ein paar Leute so eben mir den Screenshot geschickt und so, oh mein Gott, Nathalie im Podcast. Und es haben auch so Leute, also gerade wo jetzt der Rap rausgekommen ist, beim Podcast selber kommentiert so, und einfach nochmal mir so geschrieben, dass sie meinen Podcast so cool finden. Und ich merke, ich bin allgemein schon emotional und das hat mich einfach genommen. Es ist einfach so, es ist einfach toll. Es ist richtig schön, dass ja, einfach, dass mir irgendwie... Ich gucke einfach da und ich labere von meinem Leben. Und es ist irgendwie so schön zu hören, dass ich mit dem irgendwie Menschen helfen kann. Und das, I don't know, ja, dass es euch keiner irgendwie doch noch irgendwie interessiert. Und ja, also es ist echt richtig, richtig schön und es macht mich so happy. Genau, und das dritte, was heute war, das ist auch wieder etwas, was ich spontan zugesagt habe, Hanna, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Hanna Tulnik, sie ist eine gute Kollegin von mir und sie arbeitet für 01099, für die nicht kennen, das ist eine deutsche Band, kann man Rap sagen? Oh, Pop ist es irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall Deutsch-Rap, sagen wir mal so. Deutsche Songs machen, 1999 und ich finde die mega cool, hatte die schon ein paar Mal gesehen, live, irgendwie so an Festivals und so. Und sie hat eben spontan gefragt, weil sie Vlogs macht für die Amix auf YouTube, ob wir Bock hätten heute Abend auf Zürich in der Halle beim Konzert dabei sind. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie cool, Alter. Du musst, dass ich eine Kollegin habe, die einfach gratis Tickets fürs 01099 holen kann. Crazy. Ja, sind wir dann auch jetzt heute spontan dort gegangen. Und Alter, ich muss mir vorstellen, es hat wie während dem Konzert sind schon ab und zu mal wieder so Leute gekommen, haben mich angesprochen und haben Fotos gemacht und so. Und das Konzert war vorbei gewesen. Und wir sind halt eher so ein bisschen hinein, weil für die mich kennen, ich hasse Moshpits und ich bin einfach nicht so gerne so in der closen Crowd, wo man irgendwie so mit drin ist und nicht wirklich rauskommt so. Und darum sind wir so ein bisschen weiter hinein gewesen, wo es nicht so gestopft ist. Und dementsprechend auch näher beim Ausgang. Und wie eben das Konzert ist fertig und alle kommen halt in die Richtung, wo wir halt in dem Sinn sind. Und Alter, nein, das ist crazy, wie viele Leute zu mir gekommen sind und mich angesprochen haben und nach meinem Foto gefragt haben. Und es gibt so einen Unterschied, also ja, es gibt so die einen Leute, die fragen nach meinem Foto einfach so, keine Ahnung, weil sie mich irgendwie schon mal gesehen haben oder weil sie mich irgendwie von TikTok so halb kennen oder ja, I don't know, einfach so, hey, du bist doch die von TikTok, kann man ein Bild zusammen machen, so der. Und es gibt die anderen, und das sind so wirklich Leute, wo du so merkst, die machen jetzt nicht einfach nur irgendwie ein randomes Foto mit mir, sondern die finden mich wirklich irgendwie so cool und die kennen mich auch. Und das ist, ich weiß nicht, ich liebe das, ist so etwas Schönes und ich liebe es so, euch zu treffen und mit euch so zu reden und es ist einfach, es gibt mir so viel Energy, ich wüsste nicht, also jetzt gerade heute,
Nein, es war so herzig. Also ich glaube, heute sind wirklich fast nur Leute gekommen, wo du wirklich gemerkt hast, okay, die kennen mich und die verfolgen mich und das ist so toll, es war so cute gewesen. Einfach wie Leute eben so zu mir gekommen sind und gesagt haben, so Nati, ich liebe deinen Podcast und du hast mir so geholfen in einer schweren Zeit und das. Nein, es hat sogar ein Girl gegeben. Wir waren am Bahnhof gewesen, und sie ist irgendwie gerade mit ihrer Kollegin gekommen und ich glaube, die Kollegin hat mich eben gesehen und hat sie nachher zu mir geführt, weil ihre Kollegin, das ist jetzt gerade schon kompliziert, ja, findet mich, glaube ich, relativ cool oder kennt mich oder verfolgt mich schon länger. Und also ihre Kollegin bringt mich so zu ihr und sie schaut mich an und sie ist so, einfach gerade so perplex gsi und hat es gar nicht können glauben. Und nachher hat sie einfach angefangen zu brüllen. Alter, nein, mein Herz. Mein Herz. Das ist so... Alter, stellt euch mal schnell vor. Nein, ich kann schnell Reality-Check. Du machst auch Videos und halt Podcasts. Du tust einfach dein Leben auf Social Media teilen. Und dann gibt es einfach Leute, die das so emotional macht, um dich zu sehen. Das ist so surreal, Alter. Das ist so surreal. Aber es war so ein schöner Moment gewesen. Oh mein Gott, mein Herz im Fall. Ich habe sie so lange umarmen. Einfach, weil es ist so cute gewesen. Es ist wirklich... Nein. Vor allem, ja, wir sind ja mit ein paar Kollegen gerade die gewesen, und die sind nachher alle so gewesen, oh mein Gott, nein, die ist so herzig. Und ich so, ja. Nein, es ist wirklich... Also ja, ich hoffe, ihr checkt, wie dankbar ich einfach für all das bin und für euch bin. Und ich muss einfach auch sagen, ich habe so die geilste Community. Also wirklich alle Leute, die heute zu mir gekommen sind so gewesen, oh mein Gott, die sind so cool, ich will mit euch befreundet sein, Mann. Weil einfach so, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist einfach wie so ein bisschen das Coole so an einer Community. So, ihr, die halt wie mich verfolgen, sind ja wahrscheinlich auch automatisch schon so ein bisschen ähnlich wie ich, weil eben, wo komplett anders als ich, würde, keine Ahnung, auch nicht jucken, was ich jetzt da laber oder keine Ahnung, ja, macht ja irgendwie auch Sinn so. Und das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich finde das so toll. Ich liebe euch, Alter. Ich liebe es. Und ich liebe es, euch zu treffen, mit euch zu reden. Und ja. Darum, es war wirklich sehr, sehr cool gewesen. Und ich glaube, das ist wirklich bei mir momentan, also jetzt gerade heute, das Thema Dankbarkeit crazy gewesen. Also einfach, ich habe so viele Reality-Check-Momente gehabt, wo ich, also eben auch, als ich nachher beim Heimfahren war, bin im Zug, bin ich auch schon wieder emotional geworden. So zum Can, so, oh mein Gott. Alter, was ist gerade passiert? Es sind so viele Menschen gekommen. Es war einfach crazy gewesen. Es ist so krank. Es ist so krank. Ja, und eben gerade im Alltag vergisst ich das manchmal wieder so eben, was ich alles halt einfach schon erlebe. Und wo ich bin. Und wenn ich jetzt eben so an mein 16-jährige Ich denke, wie stolz sie gerade auf mich wäre. Und ja, einfach all das. Ja, von dem her, wenn ihr gerade irgendwie einen Traum habt, dann bitte macht den. Scheisset komplett drauf, was andere Menschen sagen. Weil ich habe es auch gemacht und all die Menschen, oder die meisten Menschen, die damals in meinem Umfeld waren, also so meine Klasse oder so, mit denen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Das juckt fett nicht. Weil, Bro, ich lebe gerade so meinen Traum und ich bin so froh, dass ich das angefangen habe. Also wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, wo du willst machen, mach's. Wenn du einen Job willst machen, in einer ganz anderen Richtung, mach's. Ja, wenn du einen Hund willst kaufen und schon ewig... Nein, ich weiss doch nicht. Also wirklich, denke nicht zu viel nach, was irgendwie andere Menschen denken, sondern lebt euren Traum. Genau. Ja, und ich habe irgendwie gedacht, dass das Thema Dankbarkeit wirklich etwas ist, wo wir öfters uns mal kurz Zeit nehmen. Weil ich glaube, eben gerade wenn man so in dem Alltagsstress ist, dann vergisst man irgendwie eben so, was man schon erreicht hat und wo man gerade steht und für was man eigentlich alles kann dankbar sein kann. Und darum, Leute, ich bin prepared. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt nehmen wir schnell schön, okay, ja, ihr müsst nicht mal eure Notizen nehmen, aber ja, vielleicht sind ihr gerade im Zug oder in der Schule oder in der Badwanne oder jetzt kurz vor dem Einschlafen. Aber ich stelle euch jetzt 3 Fragen, wo ihr euch so ein bisschen Gedanken machen könnt. Ja, wo einfach so ein bisschen anregen, um vielleicht so ein bisschen nachzudenken und ja, für was man irgendwie alles eigentlich kann dankbar sein und so. Und ich tue sonst sie parallel auch so ein bisschen beantworten, wenn ich jetzt schon das meiste, was ich schon erzählt habe, beantwortet habe. Aber ja, ich hoffe, es sind ready. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne die Frage in den Kommentaren beantworten. Dann können wir so ein bisschen sharen. Ich glaube, das ist auch noch spannend, was bei euch so abgeht und so. Weil es sind manchmal so genauso die kleinen Sachen, wo man irgendwie so,
die für einen selber so normal sind, aber für andere, ja, wäre es halt wie etwas crazy, also so crazy einfach, weil es, ja, keine Ahnung. Aber wir fangen mal an. Okay, erste Frage. Welche 3 Sachen in deinem Leben würdest du sofort vermissen, wenn sie morgen nicht mehr da wären? Und das ist so eine banale Frage, aber es ist so wichtig. Also, ich muss jetzt ganz schnell überlegen. Also bei mir, obviously, Social Media. Also es wäre für mich, ja, keine Ahnung, wäre für mich irgendwie hure sad. Ich meine, jetzt gerade, als ich in Amsterdam war, haben wir ja so mehrere Sachen gehabt und Vorlesungen und so Sachen. Und da hat es einen gehabt, der so ein bisschen irgendwie spezialisiert ist auf so Zukunft und so. Und er hat eigentlich gesagt, eben so, das könnte sein, dass es in einem Jahr keine Social Media mehr gibt und nur noch mehr AI und so. Und der Mark Zuckerberg schaut, dass eben das Social Media geschlossen wird. Ich weiß doch auch nicht, ist ja gleich. Aber dort hatte ich auch so einen kurzen Moment gehabt, wo ich so bin, oh mein Gott. Also ja, weißt du, Social Media ist jetzt auch nicht nur gut, aber ich habe selber für mich gemerkt, oh mein Gott, nein. Dann wäre so, mein ganzes Videotagebuch, seit ich 16 bin, ist dann weg. Und irgendwie, es ist so ein riesen Teil von meinem, also es ist einfach ein Hobby von mir. Es wäre irgendwie einfach, wenn das durch AI ersetzt wird, what the fuck? Ja, genau. Und ich bin dann auch in der Frage, was würde ich dann machen, wenn ich das nicht hätte. Darum, das wäre auf jeden Fall etwas, was ich mega würde vermissen, wenn es nicht mehr da wäre. Das Zweite ist noch ganz klar der Can. Also ich bin so dankbar für den Can. Er macht wirklich so viel für mich. Er unterstützt mich in jeder Hinsicht. Eben gerade auch wieder heute habe ich gemerkt, so, er ist so toll, er unterstützt mich so, er ist so an meiner Seite. Er macht mich auch so happy. Ich bin so froh, dass ich das sagen kann. Er macht mich wirklich richtig glücklich. Und ich fühle mich so wohl bei ihm. Und ich kann so 100% mich selber sein vor ihm. Und ja, er ist eigentlich wie, ja, ganz ein wichtiger Teil in meinem Leben. Okay, dritter Punkt im Leben, den ich sofort vermissen wenn sie nicht mehr da wären. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht noch sagen, irgendwie so Friends and Family, weil, also ja, mal ist eigentlich auch ein Punkt, aber ich probiere gerade noch etwas Spezifisches zu nehmen. Was will ich noch sofort vermissen, wenn sie nicht da wäre? Ja, mal eigentlich schon Friends and Family. Ja, vielleicht ist es gerade jetzt mega basic, aber irgendwie, das ist irgendwie auch nicht etwas, wo mega selbstverständlich ist, wo mega schön ist. Und ich habe, gerade was Friends angeht, habe ich ja sehr oft Scheißerfahrungen gemacht und bin verletzt worden und oder habe nicht können mich selber sein oder es ist einfach keine toxisch geworden. Und ich bin jetzt echt an einem Punkt, wo ich wirklich kann sagen, ich habe so einen tollen Freundeskreis, ich habe so gute Menschen um mich herum. Ich bin so happy und die nehmen mich einfach so, wie ich bin und das ist für mich nicht selbstverständlich und das ist so etwas Tolles. Und ich glaube, wenn die nicht mehr da wären, das wäre für mich ganz schlimm. Darum, ja, genau. Das war Frage Nummer 1. Zweite Frage. Welche Version von dir aus der Vergangenheit wäre heute stolz auf dich und warum? Ja, eben, also ich glaube bei mir, ich habe es schon beantwortet. Also bei mir wäre es schon ganz klar die Version, mein 16-jähriger Ich. So, ich bin in dieser Situation gsi, ich bin in der Sek gsi und ich ja, habe gerade so meine Mobbing-Phase hinter mir gehabt, bin mega unsicher gsi in allem, in meinem Körper, in meinem Auftreten, in einfach allem. Ich war so schüch und unsicher gsi und irgendwie, eben gerade mit 16 bin ich das erste Mal so ein bisschen aus mir rausgekommen und habe mal angefangen, mich so ein bisschen was getrauen. Und ja, ich glaube, eben mein 16-jähriger Ich wäre jetzt sehr stolz auf mich. Ja, und weil ich einfach denke, crazy, Alter, du kannst einfach das machen, was du immer machen wolltest. Du bist mega glücklich in einer Beziehung. Du bist einfach wohnst in einer Wohnung, die toll ist. Ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich mega happy bin mit meinem Körper und keine Unsicherheit mehr habe. Also keine, so im Vergleich zu damals auf jeden Fall. Ja, ich bin einfach happy. Das ist irgendwie so schön, das können zu sagen. Genau. Und sonst glaube ich, wäre es bei mir eben so mein 14-jähriger Ich, wo halt eben gerade mit Friends so mega gestruggelt hat und halt so halt das mega ausschliessen hat. Und ja, einfach so mega unsicher. Und jetzt, ich glaube, ja, mein 14-jähriger Ich wäre auf jeden Fall auch sehr stolz auf mich, weil ich glaube in dem Moment, und ich glaube gerade jeder, wo auch schon Mobbing
Mobbing oder nur schon ausschliessen, Sachen erlebt hat und sich nicht dazugehörig gefühlt hat oder nicht gewollt, auch als fucking Abschaum behandelt worden ist. Ich glaube, der kann relaten, dass man in dem Moment das Gefühl hat, das hört nie auf. Und es ist ja, also in dem Moment checkt man nicht, dass das Problem von anderen ist, sondern man denkt, man selber ist das Problem. Und ich glaube, das ist etwas mega Schwieriges, weil man dann eben genau das Gefühl hat, es ist eine never-ending Story. Und ja, es ist irgendwie für mich mega emotional, so einfach so zu sehen, so hey, keine Ahnung, ich bin an einem Punkt, wo ich Leute um mich herum habe, eben, wo ich mich selber kann sein und wo mich lieben, so wie ich bin und wo mich schätzen und ja, denen ich wichtig bin. Voll. Genau. Und drittens, welcher kleine Moment in den letzten 24 Stunden hat dich glücklich gemacht? Ja, eben, das habe ich jetzt auch schon beantwortet, aber da bin ich auch gespannt, was ihr gerade sagt. Ich probiere jetzt schnell noch andere Sachen zu sagen. Also eben, ich habe jetzt gesagt, so, dass ich das Event machen konnte, einfach. Dass so viele Leute meinen Podcast hören und dass, ja, einfach das jetzt heute beim 1999 Konzert, da bin ich auch mega, einfach, haben wir so happy gemacht und es hat mich noch glücklich gemacht heute. Die Wohnung macht mich eben sehr happy gerade, einfach, dass ich ja, so kleine Sachen einräumen können und so Visions sehen und eben so Pinterest mit dem Can überlegen, wo wir was machen und das ist auch so, wir haben so beide in dem Moment von boah ja, voll geil und so. Das macht mich auch sehr happy. Was hat mich noch happy gemacht? Ja, das ist schon so das Main Ding. Aber mich hat noch hure happy gemacht, jetzt gerade beim Event habe ich, also gerade so unter Influencer ist es irgendwie immer so, man sieht sich mega oft, eben gerade so an anderen Events und so, aber die meisten Events sind halt wie so, wenn so einem Abend sind, dass man dann wie gar nie so in eine Tiefe kommt, wo, ja, keine Ahnung, wo man jetzt mega kann tief bonden. Also wie, ich kenne mega viel aus dieser Bubble, wo ich mich gut verstehe. Ich habe jetzt niemanden, wo ich irgendwie so mich nicht gut verstehe in dem Sinn. So, man sieht sich immer an Events und dann sagst du «Hoi» und man redet kurz, aber es ist dann wie, blöd gesagt, mehr so ein bisschen Smalltalk. Oder es kann schon ein bisschen tiefer sein, aber wie, ja, jetzt nie so tief wie sonst irgendwie. Und jetzt gerade eben das Event war ja wie mit Übernachten gewesen und du bist den ganzen Tag zusammen. Und durch das, dass es ganz viele Leute dort, also ganz viele andere Influencerinnen hat, die in einer ganz anderen Bubble sind, also die sind jetzt mehr so ein bisschen die Beauty-Bubble gewesen, wir sind das vier gewesen, die Leila, ich sage jetzt einfach den Namen, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber die Leila, die Vivi und die Faye. Wir sind jetzt so ein bisschen Medien gewesen, die in der gleichen Bubble sind und wir haben, also ich habe sie alle auch schon kennt und die anderen so gar nicht kennt und wir sind plötzlich wie so ein bisschen gezwungen gewesen, um so ein bisschen miteinander zu sein, weil man hat ja keine Begleitung und so können mitnehmen. Und ich liebe, also es ist so eine Hassliebe, weil auf der anderen Seite, also zuerst hat man immer so ein bisschen Angst, weil man so ein bisschen eben ohne Begleitung kommt und man weiß nicht, wie es wird und so. Und ja, also ich selber habe immer so ein bisschen Schiss, dann, dass ich dann nachher irgendwie so alleine bin und eben so ein bisschen das Angst vor dem Ausgeschlossenwerden ist halt immer noch da. Und es war so toll gewesen, also ich bin wirklich so dankbar, weil wir haben uns so gut verstanden und eben gerade durch das es so nicht nur ein Abend war, habe ich das Gefühl, wir sind noch so richtig näher gekommen, wir haben richtig geile, tiefe Gespräche haben und ich weiß auch nicht, irgendwie, man hat sich wie noch mal neu kennenlernen oder anders kennenlernen, also einfach tiefer kennenlernen und ich habe mich so gut mit denen verstanden und es war so richtig lustig gewesen und ja, es hat sich irgendwie so angefühlt, als ob man sich schon ewig würde kennen und ich weiß auch nicht, da bin ich auch richtig auch so glücklich irgendwie drüber und das war auch toll gewesen. Es war einfach so ein cooles Wochenende gewesen. Also es ist ja nicht mehr Wochenende, aber ja, genau, das ist so ein bisschen das. Aber ich bin gespannt, wie ihr die 3 Fragen werdet beantworten. Und ich hoffe, die Podcast-Folge ist nicht viel zu lang gegangen. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich gerade an, als wäre sie hure lang gewesen. Alter, aber können wir kurz darüber reden? In dieser Podcast-Folge mit meinem Bruder, ich habe einfach genau richtig geschätzte Zeit. Das war crazy gewesen. Aber ja, genau. Vergesst nicht, meinen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Das ist wirklich wichtig. Jede 5 Sterne zählen. Ja, dass noch mehr Menschen meinen Podcast hören. Ja, also erzählen euren Kolleginnen und Kollegen, dass wir da eine größere Bubble werden. Und ja, was kann man machen? Abonnieren mich und kommentieren und liken und sharen und machen alles. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!